Wer weet dat we gaan alle trouble? Weet je dat? Ik weet dat. We gaan trouble. Ik en mijn vrouw. Gott sei Dank dat gelijk hebben we een zeer goede leven en een zeer goede Ehe. Maar we gaan danach der schwere tijden. Krijgen we alle doen. En zo is het wichtig dat we als je Schwester, als Tjoik, ons onderstützen doen en dat we taubstoen doen. En dat we proberen den nächsten op te heffen en steeds den durchschmieden. En dat we den manchmal een mensage schicken en ons zich voelen en wil jij die dat? En ik bid voor die en ik denk aan die. En dat is wat ons alle veelt. Zo, we worsten in dat. Eent. Van der is de laatste zondag in Eent. En zo, we hebben van verschillende dingen geredet. En ik hoop, jullie heeft dat ook zo geholpen als dat ons geholpen heeft. En van der willen we een Schluss merken met dit. En zo, ik wil dat hostig even gaan van wat we geredet hebben. En dan willen we van der den laatste zondag merken. En zo, we hebben geredet van 1. Mose kapitel 2, vers 24 en 25. En die zegt zo dit. Du wenn jet ein Mann von seinen Eltern weg und vereinigt sich mit seiner Frau und sie sind eins. Und die Mann und die Frau werden närtig und schämten sich nicht. Und so das wo Gott die Feiergesetzen von der Ehe ansaten deed und sie dit so sie leben sollen, zum dort ihnen dort was schein gehen. Und Gott hat uns gesagt, dass wenn wir in seinen Plan leben, dann haben wir 100% Chance dort uns so was gut gehen in der Ehe. Dann dürfen wir nicht wundern, wird das schaffen oder wird das nicht. Wird uns so schein gehen oder wird das nicht. Ja, das wird. Wenn Gott ist ein Gott voll Hoffnung und voll Life. Und der erste Satz, was er uns hier sagt, ist, dass die Ehe ist eine vergetrocknete Sache. Die Ehe ist wichtiger als irgendwelche andere Dinge, was wir hier bei ihr haben. Irgendwelche andere Gemeinschaften, was wir haben, Freunde, was wir haben, Familie, was wir haben. Die Ehe ist wichtiger. Wir wollen von der im Bett an den Teil hingehen. Den zweiten Ding, was wir sehen, ist, die Ehe braucht viel Arbeit. Die Ehe braucht viel Arbeit. Für jeder einen von uns. Kämpft nicht für selbst. In der Ehe haben wir alles taub. Wir haben nicht meint und dient, wir haben uns. Das sind unsere Dinge. Nicht bloß Geld, aber Familie, Freunde. Eine Ehe muss in der Reinheit bleiben. En zo we moeten zijn dat we dat sind, wat in ons leven is, uitriemen. En dat we vertellen doen ons om zich, ondereinander, morgen früh, wat in ons leven aangaat. En dan ons ook anstrengt, om dat uitriemen, wat de zin is. En wer weet, we hebben alle zin in ons leven. Zo we durven niet geloven dat Janne zal dit doen, of mijn vrouw, of mijn man zal dit doen. Nee, ik zal dit doen. Wens we hebben alle zin in ons leven, we willen dat uitriemen. En dan de nächste twee zinnen, checkten wir den Vers von Epheser 5, Vers 33. Und wir sagen, wo Mann und Frau verschieden sind. Und er sagt, so steht, aber allemal, je Männer sollen ihre Frau gut so gut sein, als je selbst. Und die Frau sollen so sorgen, dass sie ihre Männer achten, oder dass sie ihre Männer Respekt wiesen tun. Und so wir sehen dort, in Mann sein größte Not als Respekt, und die Frau ihre größte Not als Liebe. Und wir kicken ab, wo wir verschieden sind als Mann und Frau und wo wir können vielleicht besser mit uns Partner handeln. Die Life bewiesen ab, so ein Weg, dass sie dort abnimmt. Oder er dort abnimmt. Letzte Sonntag fangen wir an zu reden von Erfoljch in der Ehe. Und wir reden besonders von Finanzen. Und die Vers, wo wir letzte Sonntag Brücken deuten, diese Sonntag war wieder Brücken, ist von Jeremia 29, Vers 11. Und er sagt, so steht, ich habe dort Gott überdacht, sagt der Herr. Sagt der Herr. Und was ich für ihn geplant habe, ist Friede und Erfolg. Und nicht Schulden. Ich will ihnen eine Zukunft und Hoffnung geben. Ich will ihnen eine Zukunft und Hoffnung geben. Manchmal kommen wir in so eine Zeit, wo wir unhoffnung sind. Weil wir das nicht Gott sehen wollen für uns. Er sagt, ich will die Hoffnung geben. Letzte Sonntag bekickt wir bloß schwind some Dinge von Geld. Und was lehrt die Bibel über uns Geld? Und die Bibel redet von Eiendom. Wer ist der Eiendom über unsere Dinge? Das ist Gott. Alles gehört Gott. So das sind nicht wirklich unsere Dinge.
Hij eent alles. Wir sehen, wir sind verwolter, verarmt. Wir brauchen seine Dinge, zum uns Leben hier führen. Wir reden von Lehrerschaft. Jeder Dollar fehlt ein Num, jeder Peso fehlt ein Num. Wir müssen unseren Geld laden, anstatt uns Geld uns laden. Und so wir reden von einem Budget abmerken und uns Geld laden durch dort. Wir reden von Zufriedenheit. Sei wir zufrieden mit wo wir sind. Sei wir dankbar für wo wir sind. Wenn wir sind dort, wo uns viel Schulden sporen, als wenn wir nicht zufrieden sind, dann gehen wir manchmal Dinge hängen ran und auf einmal selber irgendwo, wo wir nicht haben wollen. Wir reden von treu sein mit uns Geld. Treu sein mit uns Geld, schwor schaffen und uns Geld fernbrücken. Und das Geld, was Gott uns geben, der dort Port von dort eine sehen, wo es geht. Und dort immer jetzt, was er uns lässt brücken, dort wird es brücken dann. Sei wie treu mit sein Geld. Und wir reden von Freiheit. Wir wollen uns nicht bingen mit uns Geld. Dort wir irgendwo Force sind. Dort wir auf einmal nicht dort können tun, was Gott sehen will für uns ist. Der Homework, was ich euch vorne bloß schön übergehen. Und dann gehen wir eine Botschaft von dir an. Ich sehe, die sollen jeder Tag taub beten, ob Lüdes, man erlebt. So, wir haben all nur für 7 Werke dort getan. So, ich hoffe, dass wir fangen an diesen Rhythm zu kommen, dass das Port von uns leben wird. Nein, was wir sehen, es nehmt in Uvent diese Werk, zum von jenen Geldsachen, von jenen Finanzen reden. Und wenn ihr noch nicht einen Plan habt, dann merkt einen Plan. Und jeder Dollar, jeder Peso ein Num geben und sagen, das ist die Num und das wo du sollst haben. Und das ist die Num und das wo du sollst. So ein Budget merken. Und dann reden wir auch dort, Mana verteilt jene Frühes von wo dort steht mit jene Geldsachen. Oder Frühes der Mana, wer immer weit, bloß schön merken, dass die Bad weiten down. Nein, was wir sehen, ist, die sollen immer beten, von wie viel Geld will ihnen Gott seine Arbeit geben. Wie viel Geld, und das sind 3 Dinge, die Gott uns gerufen hat, um unsere Städten. Eins ist seine Kirche, das ist das Erste. Das Zweite ist Missionsarbeit. Das Dritte ist arme Menschen. Wie sollen die unsere Städten, so wenn wir schön merken, dort an uns planen, dass wir für die 3 Dinge geplant haben. Und dann sehen wir auch, Finkne steht, wo wir können unsere Städten, wo wir können halten, wo wir können Geld geben. Taub und dort. Erfoljch enne Ehe. Von der gehen wir nach ein Thema an. Und das ist ein Thema, was some von uns ein bisschen amtlich ist. Aber das ist ein Thema, was besonders in unserer Gegend sehr Trouble geben wird an unserer Ehe ist. Some von uns wollen vielleicht zu kämpfen haben und some von uns kämpfen durch nicht mehr. So, wenn wir alle sein, was wir können lernen von der Thema, von wo wir wollen reden, ist unsere Eltern und unsere Schwiegereltern. Und wo passt dort eine Ehe? Wo sollen wir handeln mit dort eine Ehe? Ich sehe mir sicher, wie kann sein in Gott sein Wort, dass die Familie ist eine große Segen. Uns Familie ist ein Segen, was Gott uns geben wird. Dort Sport von seinem Plan von Erfoljch und von Frieden und von Hoffnung, was er für uns hat. Aber wenn wir uns nicht verstehen mit unserer Familie, besonders nur, dass wir befreit sind, kann es große Trouble geben in uns Leben und in unserer Ehe. Ich habe 4 Geschichten gehört von das, wo das nicht ganz gesund schaffen wird. Und wo wir das nicht ganz korrekt verstehen können, wo soll ich nun meine Eltern ehren? Oder soll ich meine Eltern gehorchen? Oder wir sind nun befreit und meine Schwägeros wollen das haben und wo tue ich das nicht? So das von wo wir wollen von der reden. Ich habe mit abgewassenen Lied geredet, 50 Jahre alt, habe abgewassene Kinder und die wundern nachher mal, was Mama und Papa sagen, von was sie tun. Na, ich würde ihnen das wollen tun, aber dort würden unsere nicht gleichen. Und so, dann kann ich nicht. Und die sind gebunden, Mama und Papa ihre machen, die sind auch 50 Jahre alt. Ist das reich? Ist das, was die Bibel uns lernt? Das, wo wir wollen nicht checken. Ich habe Ferken mit Menschen geredet, wie würden hier in einer anderen Kirche, oder wie würden hier in einem anderen Leben führen, oder wie würden uns hier anders antragen, oder wie würden hier ein Spiel haben, oder was immer das ist, aber unsere würden das nicht gleichen.
Onze looten ons nicht. Weet je, viele Hems, die worden kontrolliert durch Furcht. Du wordt Furcht neergeschoven. Du wordt een schuldgevoel neergeschoven. En van de ouderen. En zo, die proberen dat te controleren, dat ze dat worden in ihre Macht haben. En zo, wie willen checken in Gott zijn woorden zijn, wat hij te ons zijn te hebben over deze thema. En wat gaan we leren? Wo zullen we onze denken gaan, onze gedanken gaan over deze thema? Wens dit komt, dit is een trouble wat we hebben, dit komt, wens we verstaan de Bibel niet recht. Dit komt, wens we verstaan niet recht, wo we zullen leven. Wens we weten nicht, wat het hierbij zegt. Oder we kijken wat het hierbij zegt en we verdrehen dort en brücken dort op rechten Weg. En zo dit leven en dit woord het, en zo we kijken naar dit te ons leiden. Zo dat is wat we van der willen doen. Nog een ding wat ik wil zeggen is, ouderen. Some van jullie hebben vielleicht trouble met krijg van wat we willen reden van ouderen en zwagro's. Some van jullie zijn vielleicht krijgt die trouble. Je zijn vielleicht die ouderen oder die zwagro's, wat die trouble zijn. En zo we willen alle leren. En dit is niet zum keinem Doel schmieden, wie han al gezegd. Dit is zum leren en zijn wat gaan we wissen. En zo, wenn du der vielleicht sagst, meine Eltern sind al weich, meine Schwäger sind al weich, so ich habe nicht den Trouble. Okay, aber was von Mensch bist du? Du bist nu ein von den Eltern und ein von den Schwägers vielleicht. Leer von dir auf den Weg. Und wir alle wissen an das. Okay, wir wollen 4 Dinge bechecken, was die Bibel sagen hat von dir, von wo wir sollen aus befrieden Lied mit unseren Eltern handeln. Und so, Jugend, nehmt das nicht, ja, ich will some Dinge hier sein, von wo wir invested frei worden von unseren Eltern, wenn die noch nicht befriedet sind und die noch nicht alt genug sind, das ist nicht verjüngt. Und so, ihr könnt nicht in ein Haus fahren und sagen, der Prediger sagt, ich darf nicht in ein Harchen. No, das ist nicht von was wir reden. Wir reden hier von befrieden Lied. Wir reden von Lied, die abgewaschen sind. Okay, nicht von Jugend oder Kinder. Noch ein Ding, was ich will schön sein, verwendet angehen ist, das ist wichtig, dass wir behalten dann als Eltern, was ist unser Ziel mit unseren Kindern? Was ist das Ziel? Und das Ziel ist nicht, dass wir die wollen abtragen und dann in uns Haus holen. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel, was Gott sein wird uns geben, das ist, dass wir sagen, wir haben diese Kinder mal von Kartentit. Gott sagt, ich gebe dir zu ihnen vielleicht für 18, 20 Jahre. Und du hast diese Zeit, um die abtragen und um die Reut merken, zum Rüt gehen. Dein Ziel als Eltern ist, um jene Kinder Reut merken, zum von Haus weich gehen. Du wenn jetzt ein Mann von seinen Eltern weich und vereinigt sich mit seiner Frau. Wir haben das all jeder Sonntag gelesen. So unser Ziel als Eltern ist, unsere Kinder abtragen, um dort die wollen, vernünftige Menschen sein, dort die wollen Christen sein, dort die wollen Menschen sein hier in der Umgebung, was nutzen tun, nicht bloß alle in Trouble merken tun, und dort die wollen abwaschen und von uns Haus rütgehen. Das ist ein Ziel. Und so dort werden wir klar halten, wenn wir dort klar halten, dann jaft uns dort klar hätten some von diesen anderen Dingen. Und so, wenn unsere Kinder abwaschen, ich rede nun nicht von 8 oder 10 Jahren Kinder, aber wenn die erst 13 und 15 und 17 sind, diesen Prozess hat wir angefangen von losluten. Nicht in alles, aber dort fängt es an. Wir müssen anfangen loszuluten. Wenn es der Tag kommt, wo sie hier wollen fernstehen, und je wird ganz ewig. Und das soll nicht bloß von einem Tag bei der nächsten passieren, das passiert immer eine Zeit. Und so, wir können vielleicht gleich an den Themen angehen, von der werden wir nicht tausend von dort reden, aber ich glaube, es wird wichtig, dass wir den Grund mal leihen. Ein Ziel ist, dass wir unsere Kinder abtragen, dass wir von uns Haus rausgehen. Und in ihnen Haus anfangen, in ihrer Familie anfangen. Okay? 4 Dinge. 4 Dinge, von was die Bibel sagt, über wo wir sollen uns erholen mit unseren Eltern und unseren Schwägers, wann wir erst befriedet sind. Das erste Ding, was die Bibel lernt, ist, ehrt jene Eltern. Das ist ein von den 10 Geboten. Das kommt von 2. Mose 20, Vers 12, wo Gott kommt nach dem Berg Sinai
en hij jaft aan de boten door en hij zegt zo dit. Eet je ouderen, den Vater en de Mutter. So nicht bloß den Vater, nicht bloß die Mama, aber den Vater und den Mutter. Zodat je nog lang en nog loont, want de Herr jün Gott jün jaft, wohnen kann. En so hij jaft een Segen. Hij zegt, eet je ouderen. En dit is een ding wat niemand abheert voor ons. Dit is een ding der ons ganzes leven. Wanneer we eerst 70 cent en onze ouderen 90 cent, dit is dan helemaal jährlich voor ons. Eet je ouderen. In Epheserbrief, dan dat Paulus dit waar holen. In Epheser 6, vers 2 en 3, hij zegt zo dit. Vater en Mutter ehren, wie dat eerst gebouwd wordt, Gott dort versprechen leidt. Dat je dat goud jet en du lang op je leven kost. En zo, wie zullen onze ouderen ehren? En aber weet je wat? Manchmal habe ich das auch verstanden. Du hast nur Unterschied, ich rede hier von erwachsenen Menschen. Du hast nur Unterschied zwischen ihr und Gehorchen. Du hast einen Unterschied zwischen unseren Eltern ehren und unseren Eltern Gehorchen in jeder letzte Ding. Du hast einen Unterschied. Wo weit wir dort? Wenn wir die Bibel studieren dann und kicken, nach die 146 Mal, wo das Wort ihr ist in der Bibel, dann sei wir dort nicht in ein Vers, kommt dort taub mit Gehorchen. Nicht auf ein Vers. Und wenn wir kicken dann in diese 146 Versen lesen dann, was meint ihr, dann sei wir dort, wie aus Mana, sollen unsere Frühes ehren. 1. Petrus sagt dort, Mana ehrt jene Frühes. So wenn ehren meint Gehorchen, dann machen wir unsere Frühes gehorchen. Die Bibel sagt, ehrt alle Menschen, sagt Paulus uns. Wenn ihr Gehorchen meint, dann machen wir alle Menschen gehorchen. Das ist nicht, was er meint. Ihr meint ein bisschen Respekt. Ihr meint dort, wir wollen den nicht durchreden, durchrieten, wir wollen den ehren. Wenn du in den älteren Ehrenheim leben lässt als ein Kind unbefriedigt, dann sagt Paulus Tanz in Epheser 6, Vers 1, sagt da, Kinder, jene Christenpflicht ist, jene Eltern zu gehorchen. So Kinder, ja, wir sollen unsere Eltern gehorchen. Weil es dort ist das Rechte zu tun, sagt da. Und aber wenn wir uns erst befreien, dann verändert sich das Wort. Das Einzige steht, wo das vielleicht ein bisschen anders wird, ist, some von uns schaffen für unsere Eltern, für unsere Papas vielleicht oder unsere Schwägers, wir schaffen für die, como empleado. Dann machen wir da gehorchen, como empleado. Aber das geht nicht wieder dort. Wo wenn es Gott hat uns gesagt, in 1. Mose 2, du wenn jeden Mond von seinen Eltern weich und vereinigt sich mit seiner Frau. Hier fängt nur ein neues Heim an. Der Beispiel wird, wie jeden dann von dir, dass, wenn ihr hier wären ab Jakey und Cindy ihre Chas, dann sah ihr dort, wie nehmen wir Zeit, wo die Eltern können abkommen und beten über ihre Kinder und in Bett aus ihre Kinder losluten. Das wird sie durchdeuten. Und so die kommen nach und die beten und sehen über ihre Kinder und in dem Moment sind die Kinder nicht mehr unter der Autorität von ihren Eltern. Sie sind nicht mehr unter der Autorität von ihren Eltern. Wo wenn es Gott hat nu taub gebunden, sie sind eins, und nu fängt eine neue Familie an. Nu fängt ein neues Heim an. Nu fängt eine neue Regierung an. In der ihren Heim. Du wenn jeden Mann von seinen Eltern weich. Und some von uns haben das auch verstanden, und wir glauben, wenn die Bibel sagt, wir machen unsere Eltern ehren, wir machen für Lebenszeit immer alles tun, was sie sagen. Und ich sage nicht, dass wir wollen jen unsere Eltern sein. Nee, das ist nicht, was ich sage. Alles, was ich sage, ist, wir wollen unsere Eltern ehren, und das macht mal anders, als die gehorchen, wenn wir erst befreit sind. Ich gleich mit meinem Papa zu reden, zum Entscheidungen merken, zum gerade Entscheidungen merken in meinem Leben. Ich gleich dort, mit ihm zu reden. Und mal am uitvragen, wat blijft van dit? Besonders van de kerk, die heeft zo veel meer ervaring als ik. En zo ik voel in verder ab. Dus dit en dort, wat blijft? Wat zullen we doen?
Dat is ganz gut. Dat soll sein. Wir sollen Gemeinschaft haben, und dat wir das können tun. Aber das ist nicht, dass ich muss nach meine Papa gehen und Frauen für jeder letzte Ding. Kann ich das tun, oder kann ich das tun, oder kann ich das? Ich und der, wir wollen uns ein Haus kaufen. Kevin, was läuft's? No. Aber ich fuhr dann ab und ich sagte, ich und der, wir wollen uns ein Haus kaufen. Und das ist ein bisschen so das Essen, das ist so das Laden, das sind die Bedingungen, und das, wo wir das kaufen können, und hier ist der Preis. Was läuft's? Was hast du verruht? Dort ist gesund. Kann ja sein, wo verschieden dort kann sein. Ich sehe nicht seine Autorität, aber ich habe Respekt für ihn, und ich will wissen, was er glauben wird über das. Aber ich sehe danach frei, er kommt an und sagt, ich glaube das und dort, und vielleicht glaubt er weiter fort, ich würde nicht, wenn ich die will, aber ich sehe danach ganz frei, um die Entscheidung zu machen, mit David Taub, dass ja, wir wollen das kaufen. Even wenn Dad sagt, er würde probably nicht. Und ich kann das auf so einen Weg tun, dass ich am danach ihr beweisen will. Das ist von was die Bibel redet. Ihr jene Eltern. Aber ihr seid frei, um ihnen Entscheidungen. Nicht bloß, dass ihr frei sind, aber ihr habt den Abruf von Gott. Besonders aus Männer in ihrem Heim. Du bist du nicht den Lehrer. Nicht dein Dad, nicht deine Schwäger, nicht deine Schwägerin, nicht deine Mama. Du bist der Lehrer. So nehmt das mal an. Nehmt das mal an. Das ist, wo wir in aktuell Jahren sehen, wenn junge Leute sich befreien wollen, dann wollen sie Mama und Papa ihre Haft wohnen für die ersten 3 Jahre. Ich sage, dann befreit ihr nicht. Die wohnen doch. Wenn die wollen nicht befreien, dann fangen nie heim an. Und ich weiß, du hast nach manchmal so, dass du keine andere Option hast. So, aber glücklich sind da andere Optionen. Nicht auf Mama und Papa ihren Haft wohnen. So eigentlich, Debbie, wie deuten das? wir befrieden uns in 2 Wochen wieder, tragen wir 3000 Mil auf von all unseren Eltern. Dann sehen wir, no. Und so, aber das wird gut für uns. Wir werden hier von ja, ihre Eltern und meine Eltern. Und das geht für uns eine Gelegenheit, um unsere neue Familie anfangen. Wir deuten noch nicht auf den Dollarweg zu unseren Eltern, wie wir nicht jeden Eent. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis mit meinen Eltern und mit ihren Eltern, Gott sei Dank. Aber wir müssen das einmal auf. Und so für junge, befriedete Leute, das ist wichtig, dass ihr das tun. Für Eltern, wenn ihr Kinder befreien, das ist wichtig, dass ihr losluten das. Da wird ihr losluten dann. Das zweite Ding, wir handeln noch von der Gerät, so der erste, zweite kommt taub. Und er sagt, gut von der Eltern weg. Wir losen all den Farsch. Du wirst jeden Morgen von seinen Eltern weg. Und vereinigt sich mit seinen Früh und die sind eins. Ich habe ein paar Frauen verjüngt. Ich will Ihnen ein paar Frauen stellen, zum wo ihr kann weiten, sind wir von unseren Eltern weggegangen oder nicht. Und so, wenn wir bloß hastig durchgehen, ist einer von Ihnen nicht zufrieden mit so viel Zeit, als Sie mit Ihren Eltern taub sind. Und nu rede ich von Ihnen als Partner. Ist ein von Ihnen und Ihnen Ehe nicht zufrieden mit so viel Zeit, als Sie sind mit einem von Ihren Eltern taub. Die nächste Frau. Dat einer von Ihnen sehr viel von Ihnen freie Zeit nehmen, um mit den Eltern, den Schwiegereltern oder der Familie reden oder taub sein. Nehmt einer von Ihnen sehr viel von Ihnen freie Zeit, um mit den Eltern taub sein oder mit ihnen reden. Sehr viel Zeit. Die nächste Frau. Sind die meisten von Ihnen nur Gemeinschaften mit Ihren Eltern oder Schwiegereltern? In anderen Worten, sind die Ihre beste Freund? Wenn jemand sagt, wo war von der auch da? Na, wir haben mal nach den Eltern fahren. Hast du was mir passieren in Ihrem Heim? Noch eine Frau. Ist dort schwer für die, eine Entscheidung zu merken, und dort deine Eltern dort ja sein? Ist dort schwer für die, eine Entscheidung zu merken, und dort deine Eltern dort ja sein? Oder dort deine Schwäger dort ja sein? Das sind Frauen, wo wir sollen anstellen. Und wenn du hast ja gesagt zu einem von denen, viele von uns würden ja gesagt haben, vielleicht zu einem von denen, denk doch mal ein bisschen durch und sag, fehlt dir was zu ändern. Aber wenn du hast ja gesagt zu 2 oder mehr, dann fehlt dir was zu ändern. Wo wen? Wenn's, vielleicht bist du in Gefahr, dass du bist nicht von deinen Eltern weggegangen. Und was ich mit dem meine, ist, ich meine nicht, dass wir niemals mit unseren Eltern taub sind. Aber ich meine, an dein Hort, bist du von deinen Eltern weggegangen.
Oder sind die noch die Autoritäten, die leben? Wenn dit ein Trouble ist für uns, als Lied, dann will ich Ihnen sagen, nehmt Zeit, taub, als Lied ich, und red von dit. Dit ist mir unmöglicher, dit ist mir zu viel, oder dit gleich ich nicht. Und red bloß up. Und dann merkt ein Plun taub, und vielleicht wollen ihr Grenzen ansetzen, und sagen, wir wollen mit Mama und Papa so viel sein, oder wir wollen nicht für die nächste Jahr für Vacaciones fahren mit Eent, oder was immer. Ich weiß nicht von, was jeden Kasso ist. Aber da sind Grenzen. Und dann go je taub, ne jene Eltern, uit Leib und ihr mit Eent reden. So wir wollen Luther mit euch dort angehen. Aber wenn ihr mit jene Eltern reden dann wir sagen eigentlich, dass wir unsere Eltern, wir hatten einen Trouble, und so dat de trouble wird mit meinen Eltern, wir haben zu viel Kontrolle in unserem Heim. Wir merken uns eine Entscheidung, das ist, was wir wollen tun, das ist, was wir wollen haben, das sind die Grenzen, was wir wollen ansetzen. Gehen wir taub, ich darf das meiste vertellen an meine Eltern. Ich darf das meiste vertellen an meine Eltern. Sie können auch vertellen, aber ich darf das meiste. Wenn wir mit ihren Eltern reden, dann würden sie meiste vertellen. Wo wen, wenn seist du die kennt, das ist wichtig, dass sie davon hören. Das ist nicht gut, wenn ich na ihre Eltern go unar und sagen, nu go mal weg. Es ist viel gesünder, wenn wir das nicht taub tun. Noch ein Ding, was die Bibel uns lehrt. Es beschützt den Partner und seine Kinder. Und das ist sehr, sehr wichtig, da wir das begreifen tun. Und so, das ist meine Aufgabe, zum Debbie beschützen für meine Eltern. Ich kann niemals lassen, dass meine Eltern kommen und anfangen, über Debbie schlecht zu reden zu mir. Und ich kann niemals mit meinen Eltern gehen und schlecht reden über Debbie. Das ist nicht recht. Das ist meine Aufgabe zum beschützen. Und die Kinder auch. Und Debbie, das ist ihre Aufgabe zum mich beschützen für ihre Eltern. So, wenn wir Trouble haben, sie können nicht ihre Mama abfuhren, Steve, der dit und dort und ja, was schuld Amen. Und dann jaft dat in Archten Weg schwimmt. Und wenn ihre Eltern nach Ark kommen und sagen, was hast du mit den Mann und halt nicht an mit denen, weißt du was heißt mein Mann? Und ich soll andere sprechen und so ich würde gleich, wenn ich nicht wusste, dass dort reden über mein Mann. Das ist was wir machen. Dort sind sie abgerufen. Und unsere Kinder auch. Ich rede mal mit einem von meinen Freunden und er musste tun, um seine Früh beschützen von ihren Eltern. Sie hatten dort so, dass sie einmal den Weg taub kamen bei ihren Eltern und dort fängt an, einen ganzen negativen Ding zu geben. Und jedes Mal, wo die Früh durch fuhr, kamen sie in ein Haus bedrängt und anmutig und auf einmal wieder die Zeit, wo der Mann muss uit Leib und Respekt stoppen und er fuhr nach der Schwägeros und er sagt, wenn es das Wort wieder drehen, dann wollen wir nicht mehr in die Jüd kommen. Wenn es das nicht gut für unsere Ehe, so sei hier bedrängt wird. Und er dort uit Leib und zum der ihr und um irgendeinen Unterschied. Die hat nicht lange und kamen sie an und frühen sie zu Gott holen, Frauen, und sagen, wir wollen dort nicht unterstellen und kommt trägen. Wir müssen unsere Ehe, wir müssen unseren Partner beschützen. Mit unseren Eltern. Das ist auch ein Ding, wo wir müssen unsere Kinder beschützen mit unseren Eltern. Weil ihr für Graufrasch Zeit haben mit ihren Großkindern, das ist nicht ein Recht, was die haben. Das ist nicht ein Ding, was die müssen haben, das ist ein Verrecht. Das ist ein Ding, was die können, unter der rechten Bedingungen. Und besonders, wo wir nicht an das denken, dass wir keine Lied und sei es abgewaschen, oder sei es abgewaschen, sei es sehr missbraucht worden von ihrem Papa. Auf schreckliche Weise. Und da ist niemals zurückgekommen zum Gottholen Frauen. Und so wie das wir weiten, hat nicht Buße getan über den Sinn, was er da tat. Nu was sie ab, befriedigt, sie fangen und sie haben Kinder. Wo wollen sie nu eine Erholung haben mit ihrem Papa und den Kindern? Die Kinder, die wollen niemals allein sein mit ihrem Papa. Niemals. Die Kinder, die wollen niemals danach bleiben wie Graufrasch. Never. Wo stehen Kinder und in anderen sind Hemden und danach, wird dort bloß bewiesen hat, wer er ist. Das ist eine Sinn.
En so, ich sage nicht, dass die nicht irgendwas zu tun haben mit ihren Eltern. Aber die sind bloß, die Kinder sind bloß mit der Großvater, wenn die alle taub sind. En Großpapa kann nicht mal einen von den Kindern nehmen und mal schwindende Stab vorne tragen, allein. No. Okay, dann fährt ein von uns mit. Es ist nicht, dass es nicht ein großes Ding muss sein, aber die lassen die niemals allein mit der Großvater. Und das weiß. Das ist der Abgabe von uns als Eltern. Wir müssen unsere Kinder beschützen. Und so, uns Partner beschützen, unsere Kinder beschützen, das ist eine Abgabe, was wir haben als Lied mit unseren Eltern. Und das letzte Ding, das hört sich vielleicht ein bisschen negativ, aber das letzte Ding, was sehr wichtig ist, die Bibel sagt uns, wir sollen Freunde sein mit unseren Eltern. So, ich sage nicht, dass wir nur bloß wollen, unsere Eltern kommen, alles jeden an sein und die kosten nicht mehr in uns Leben. No, das ist nicht von was wir reden. Da sind Grenzen, wir sagen die live und wir probieren das auf so eine Weise zu tun, um ihn ehren, wenn es so die Bibel sagt. Und dem System, was wir haben abgestellt, du hast ein guter Freund sein. Du hast ein guter Freund sein. Ich sehe ein guter Freund mit meinen Eltern, ich sehe ein guter Freund mit Debbie, ihre Eltern. Ich gleich mit ihnen taub zu sein. Ich gleich mit ihnen zu reden. Ich gleich da, wenn wir taub kommen und können uns austauschen und mithalten und alles. Das ist gut. Wir sollen Freunde sein mit unseren Eltern. Aber du sind gewisse Grenzen, die wir müssen halten. Noch ein Ding, was das meint, ist, wir haben auch eine Abgabe, was Kinder ohne unsere Eltern, besonders wenn die alle waren. Unsere Eltern waren alle und können vielleicht nicht für sich selbst sorgen und waren krank und all so Dinge. Du musst wir nicht stoppen und du musst wir mithalten. Die Bibel sagt, es steht in 1. Timotheus Kapitel 5. Ihr, die Wettfrühes, die du wirklich Wettfrühes sind. Wenn eine Wettfrüh Kinder oder Großkinder hat, dann lut die lernen, die Kinder oder Großkinder, lut die lernen, dort erste ihre Christenpflicht an ihre Familie zu beweisen und die Eltern tun, was sie schuldig sind, weil es dort ist so, als Gott dort gefallen hat. So, wenn unsere Eltern erst abwachsen tun und alle worden, können sich nicht mehr selbst sorgen, dann ist es Zeit, dass wir als Kinder frisch anstoppen tun und enthalten tun. Und ich würde Ihnen merken, wenn du irgendeine andere Option hast, bezieht und bejünt haben im Leben, dann tu das. Ich sage nicht, dass es eine Sünde ist, um die bejünt haben, wenn die erst alt sind, aber das ist, du hast nicht vor, dass die wollen anfangen, die Kontrollproben zu nehmen im Haus. Und so, das ist, wo wir taub kommen, beten für Weisheit. Und ich habe Handel von das geredet. Du sagst, wo wen ist, wenn es meine Großmama ist, aus einem alten Heim und die Kinder machen da viel sein, meine Mama ist da viel und sie macht versorgt sein. Und das hat unsere Jugend aufgemerkt, für was wir machen uns Freude merken, für einen Tag können wir uns so sein. Mit unseren Eltern. Und so, das hat uns even was an mit uns Geld, mit uns Plan. Wenn es erst bei dir kommt, wir wollen machen für die Vielleicht, wo wir machen für Abitur, wenn unsere Eltern nicht genug haben von ihren Eent, vielleicht mal wir nicht stoppen und mithalten. Das ist ganz biblisch. Und so den Geldplan, was wir merken, dann dort haftet all in sein. Dort ein Tag vielleicht, wo wir machen, unsere Eltern mithalten. Jene Eltern sind jene Freunde. Das ist, was die Bibel uns lehrt hat. Freunde mit Grenzen. Und so die Bibel sagt, ihr, jene Eltern, niemals über diese auf so eine Weise reden, was nicht mit Respekt ist, was respektlos ist. Sehr wichtig, da wir das tun. Das nächste Ding, was die Bibel uns sagt, ist gut von jenen Eltern weich. Du, wenn jeden Mann von seinen Eltern weichen, vereinigt sich mit seinen Früh. Das gibt ein neues Heim, eine neue Familie, eine neue Regierung. Das nächste Ding ist, beschützt den Partner und Kinder. Auf ein guter, gesunder Weg. Und zuletzt, jene Eltern sind jene Freunde. Weil ich glaube, some von Ihnen hier sind, die haben Trouble mit diesem Thema. Wenn Sie haben jene Eltern oder jene Schwägeros vielleicht nicht verjäft von Dingen, was die mal langfristig getan haben. Und ich würde Ihnen bloß merken, dieser Weg, wer wird euch verjäven? Vielleicht haben sie mal was gesagt. Vielleicht haben sie die nicht gut abgenommen, als du in eine Familie kommst.
Vielleicht wie du irgendeine Art Trouble und du hast noch einmal jeden Eent gehalten. Und je hebt Trouble. Ich würde die mal merken, verjeft dich. Verjeft dich. Dat je kan ware vriend zijn en dat je dort kan schijn gaan. Wens God heeft zo geplant dat onze families worden zegen zijn voor ons. En dat ons wordt schijn gaan met onze families. Ik wil nog eenmaal deze vers lezen zum Schluss van deze series, zum Schluss. Ik had het goed over je dag, zegt de Heer. En wat ik voor jullie geplant heb, is vrede en Erfoljch. Niet schulden. Ik wil jullie een toekomst en hoopning geven. En dat is het woord wat ik wil over jullie spreken voor deze tijd, wanneer we deze series toemerken doen van de Ehe. Dit is wat God voor ons wil, dit is wat ik voor jullie wil. Dit is wat ik voor ons wil, voor onze Ehe. Vrede en Erfoljch. So ik wil jullie zeggen, moet merken. Wanneer je wel neemt die CD's met en hart die dergen, we hebben alle ook wieder wassen in dit. Wir wollen vielleicht in einer anderen Series nennen, aber diesen Thema hier niemals ab in uns Leben, solange wir befriedet sind. Wenn wir uns schaffen, wenn wir wissen, uns Lied, zum da wir eine gute Ehe haben, wenn wir abstehen und wenn wir beten. Gott, ich bete besonders für jeder Ehe Poat, was hier von dir ist. Ich bete, dass du wirst ein stark merken, dass du wirst ein Mut geben, dort zu leben, von was wir hier geredet haben. Ich danke dir für dein Wort, dass es lebendig ist, dass du uns leiden lässt. Und ich bete, Herr Jesus, dass du wirst uns reden und uns Weisheit geben, gleich in diesem Thema von Eltern und Schwägern und wo wir das tun. Wo können wir das auf einen gesunden Weg tun, dass wir gute Freunde sein mit unseren Eltern, mit unseren Schwägern. Ich bete für jeder paar Lied, dass sie das wollen können, von durchreden und wassen, taub in diesen Area und in die anderen Dinge, von was wir geredet haben. Da wir wollen starke Ehe haben in dieser Zeit. Ich danke dir, dass die Nummer über alles ist, dass du uns gut bist und dass wir die können anbeten. Und ich danke dir, dass du uns so viele Segnungen geben hast. Und ich bete bloß diese nächste Zeit, wenn wir Lieder singen für dich, dass wir auch von einem reinen Hort down zum die Nummer abheben, wenn du bist gut und du bist uns Herr. Wir leben für dich, Gott. Ich bete in deinen Herrn Namen. Amen.